Andreas, wir stehen da jetzt vor deine Produkte, sozusagen vor die Brände, vor dem Dinkel-Whisky. Wenn ich dich jetzt spontan frage, welcher Produkt steht für dich auf Platz 1? Ja, Platz 1 sind sicher die traditionellen Produkte, was bei uns eben so angeboten werden, wie ein Mispelbrand, was eher sehr selten ist, von der Aromatik her, oder ganz genauso wie Griecherl, was wirklich zu uns gehört, oder Zwetschgenbrand. Ich sage, das sind so aromatisch hochwertige Brände, was wirklich für Oberösterreich oder für die Region da steht. Und das sind sicher meine Highlights, was auch ein bisschen favorisiert werden von dem her. Aber wie man sieht, wir machen genauso Holzfass gelagerte Brände, die was in so kleine Eichenfässer lagern, wo man eben dann die Holzaromatik ein bisschen reinbringt. Wo jetzt Apfel oder Birne oder Zwetschge reingelegt wird in so ein Eichenfass. Durch das, dass wir eben sehr viele internationale Gäste haben, schätzen die das dann schon, dass es so Holzfass gelagerte Brände auch gibt. Für die ist das dann sehr spannend. Und für die Liköre machen wir auch. Da ist eigentlich unser Steckenpferd, wenn man so sagt, entweder der Dirndl-Likör oder der traditionelle Nussschnaps oder Nusslikör. Das sind eigentlich unsere zwei Liköre, was wir am meisten machen, weil die Dirndl haben eben auch selber die Früchte. Die fallen eben im Herbst runter, auf so ein Netz, die werden dann gesammelt, werden dann in Alkohol eingelegt, dann gibt man die Früchte wieder raus und Dirndl ist einfach ein schöner Name. Und darum ist das Trinken wahrscheinlich die Frauen ganz gern. Und die Dirndl-Likör ist eigentlich eher so süß-säuerlich und das mögen eigentlich die meisten Leute sehr gern. Darum ist der Dirndl-Likör, der geht bei uns eigentlich am besten.